das Gesinge. Ich will Stille. Gestatten, ich bin eine Hassbazille. Einst aufgeweckt vom lauten Krachen und Knarren, bin ich aus dem Pelz eines Krampuses gefallen. Der ist dann, er konnte mich nämlich nicht fangen, allein in die Hölle hinuntergegangen. Aber ich bin ganz gern auf der Erde geblieben und hab's dann recht bunt mit den Menschen getrieben. Ich konnte mich nun richtig erfreuen, wenn's mir gelingt, Samen des Hasses zu streuen. Wohin ich auch gehe, was immer ich will, ich komm bei allem und jeden ans Ziel. Und halte ich ein Opfer erstmal in meine Krallen, ist es der Allmacht des Hasses verfallen. Denn niemand ist größer und stärker als ich. Verzeih mir, mein Freund, doch da irrst du dich. Da muss ich dir deutlich und klar widersprechen. Wie kannst du es wagen, mich zu unterbrechen? Wer bist du, du kleiner geflügelter Wicht? Ein Glücksbote bin ich und komm aus dem Licht. Ich helfe, die Mächte der Nacht zu bezwingen und Friede und Liebe den Menschen zu bringen. Und eins weiß ich sicher, das wird dir missfallen. Du bist nicht der Größte und Stärkste von allen. Es gibt einen Geist, der viel mächtiger ist. Er hat einen Sohn namens Jesus Christ, der hat dieser Welt seinen Frieden gesendet und alle Seelen zum Guten gewendet. Sieh dort, in der Stadt ist sein Segen verweilt und hat alle Menschen vom Bösen geheilt. Haha, dass ich nicht lache. Auch ich trau mich wetten. Die mach ich gefügig, wie Marionetten. Ich werd sie gleich einmal kräftig verlachen. Das wird sie verärgern und streitsüchtig machen. Was soll denn das werden? Oh Schreck, welch ein Graus. Das sieht aber hässlich und einfallslos aus. Ei hoppla, das ist nicht ganz, was ich plante. Doch schafft mir dies Chancen, die ich nie erahnte. Ich werde mir einen boshaften Scherz erlauben und Ihnen die prachtvollste Glaskugel rauben. Haha, schaut ihr Tölpel, was habe ich denn hier? Den herrlichsten Baumschmuck, den nehme ich mir. Die Kugel gefällt dir sehr gut, wie uns scheint. Wir wollen sie dir schenken. Behalt sie, mein Freund. Mist, das ging daneben. Doch da hilft kein Fluchen. Ich werd's mal mit Drängen versuchen. Hey, weg, der Geselle, denn jetzt bin ich dran. Gut, geh nur, ich stelle mich hinter dir an, denn anscheinend bist du ja ganz schrecklich in Eile. Ich habe ja Zeit, warte gern eine Weile. Verdammt, diese Leute sind schwer zu bezwingen. Ich muss etwas Misstrauen unter sie bringen, um so einen heftigen Streit zu entfachen. Es muss mir gelingen, das wäre doch zum Lachen. Hey, du da, ich hab soeben gehört, der Kerl dort hat sich über dich beschwert. Er sagt, du wärst ein ganz dämlicher Tropf und hättest nur Bohnenstroh in deinem Kopf. Das solltest du dir nicht gefallen lassen und ihm einen kräftigen Fußtritt verpassen. Verzeih, mein Freund, doch das glaube ich dir nicht, dass Gottfried, mein Bruder, so über mich spricht. Er ist sanft und freundlich und stets liebenswert. Ich glaube, du hast dich ganz einfach nur verhört. Das darf doch nicht wahr sein! Es ist nicht zu fassen. Die scheinen sich nicht provozieren zu lassen. Wenn es mir nicht gelingt, sie zum Streiten zu bringen, muss ich sie eben zur Gegenwehr zwingen. Den greife ich an, diesen Großen und Starken. Oh, entschuldige bitte, ich wollte dich nicht stoßen. Ich hab dich gerempelt, jetzt komm endlich her, du elender Feigling, und setz dich zur Wehr. Ich lasse mich in keinen Kampf mit dir hetzen, denn ich möchte dich nicht gern verletzen. Komm, reich mir die Hand, denn ich will mich vertragen. Zum Kuckuck! Ich werde dir zeigen, was ich davon halte. Du kriegst von mir höchstens die Faust, die Gebalke. Zum Glück bin ich kräftig gebaut und entschlagen kann ich ohne zu zucken spielend ertragen. Zum Kuckuck, jetzt platzt mir doch wirklich der Kragen vor Wut. Oh Himmel, was hat er? Fühlt er sich nicht gut? Mein Freund, ich befürchte, du bist ziemlich krank. Komm, leg dich ein Weilchen hier auf die Bank und ruhe ein wenig.
Gleich wirst du sehen, dir wird es dann wesentlich besser gehen. Ach, lasst mich zufrieden. Ich möchte nicht drohen. Dann sag uns, was können wir sonst für dich tun? Ihr sollt euch nun endlich Gemeinheiten sagen, streiten, raufen und schlagen. Verzeih mir, mein Freund, ich weiß leider gar nicht, wovon er hier spricht. Denn Streiten und Schlagen, das kenne ich nicht. Die Dinge, die haben wir lange schon vergessen. Wünschst du dir vielleicht etwas anderes stattdessen? Ich möchte nur möglichst schnell weg von hier, sonst werde ich am Ende noch so sanftmütig wie ihr. Und das würde, wo ich doch geboren, zum Hassen, zu meiner Person, wirklich gar nicht gut passen. Bahnfrei, bahnfrei, denn es zieht mir von hier eiligst fort. Ich suche mir schnell einen anderen Ort, wo Menschen noch handeln, wie mir es gefällt. Zum Glück gibt's von denen genug auf der Welt, die zanken, raufen und streiten, ganz wie es mir passt. Nun macht euch ihr Leute auf etwas gefasst. Ich komme mit Hassen, Streiten und Lügen. Hurra und Juchasa, das wird ein Vergnügen. Da rennt er, der arme und einfältige Wicht, und freut sich, denn anscheinend weiß er noch nicht, dass Friede und Liebe, die Jesus gebracht, für alle Geschöpfe auf Erden gedacht. Und wer sich von Friede und Liebe lässt leiten, hilft mit, sie weit über die Welt zu verbreiten. Und was ist mit dir? Sag, willst du es nicht wagen, den Frieden zu leben und weiterzutragen? Dann tritt endlich, was wir ersehnt hatten, ein. Es wird ja der Himmel auf Erden sein. Doch halt, liebe Leute, noch ist nicht so weit. Die Kerzen am Kranze der Vorweihnachtszeit erinnern uns, dass wir den Auftrag erhalten, am friedenvollen Himmelsreich mitzugestalten. Vielleicht wird uns das noch viel besser gelingen, wenn wir nun gemeinsam dieses Adventlied singen.